Я готов. Ist bereit. No problem. No problem. Bismillahirrahmanirrahim. Bruder, fragen wir als allererstes über den Islam. Er soll mal über den Islam was irgendwas vielleicht die sagen, was er vorhin gesagt hat, soll er sagen wiederholen. Он просит вас, чтобы вы что-то сказали ваше мышление насчет ислама, повторить то, что вы сначала сказали. Мы, наверное, должны говорить не просто даже об исламе, а должны говорить о духовности человека. Wir sollen nicht über den Islam reden, sondern über den Glauben des Menschen. Ибо неважно, какую веру исповедует человек, Es ist nicht wichtig, welchen Glauben der Mensch vollzieht, если он действительно духовный, глубоко духовный, wenn er tiefgläubig ist и признает единство Всевышнего. und die Einzigartigkeit des Allwissenden, Allmächtigen anerkennt. Вот этот фактор сейчас в мире действует очень наглядно в связи с войной в Чечне. Und dieser Umstand macht sich bemerkbar, vor allem jetzt in Tschetschenien im Krieg. Посмотрим, что делается в мире. Betrachten wir, was in der Welt passiert. Во всем мире, в мире человечества, все верующие, вне зависимости от веры, то ли это буддизм, то ли это христианство, католическое, значит, то ли мусульманство, ислам, все народы верующие молят Всевышнего о снисхождении над злом, который совершает русизм бездуховный против Чечни. In der ganzen Welt, unabhängig von Glauben, den sie haben, sei es das Christentum, sei es Buddhismus, sei es der Islam, was sehr wichtig ist, ist, dass diese Menschen von ihrem Glauben durchdrungen gegen den Russismus ankämpfen. Папа Римский в своей католической пастве, балтийские страны, европейские страны, буддийских храмах, во всех храмах земного шара идут молебны с прошением Всевышнего о милости, о снисхождении к народу. In der ganzen Welt, ob es im Vatikan ist, der Papst von Rom, ob es die katholische Kirche im Baltikum ist, ob es bei den Buddhisten ihre Mönche, in der ganzen Welt bitten die Gläubigen, den Allmächtigen, um Hilfe, um diesen Russismus zu zerschlagen. Но среди всех верующих именно в исламе принят джихад как основа духовности человека. Aber im Gegensatz zu allen anderen Religionen ist es im Islam, dass als einzige Religion anerkennt, dass der Dschihad der richtige Weg des Allmächtigen ist, um gegen den Feind zu kämpfen. И это совершенно не случайно. Und das ist vor allem, das ist kein Zufall. И это главное оружие ислама. Und das ist die Hauptwaffe des Islams. Если в христианском или вообще в бездуховном мире основную ставку на силу делали на вооружение, на специальные ядерно-технические потенциалы, на увеличение гонки вооружений, накопление армии, то ислам на свое вооружение мог взять только духовность. Wenn in den christlichen Ländern oder bei den Ungläubigen die Menschen versuchten, gegen etwas anzukämpfen, stützten sie sich auf die Waffentechnik, um gegen den Feind vorzugehen. Und die einzigen, die sich auf dem richtigen Weg befinden, ist der Islam,
weil er den Menschen den Glauben an den Allmächtigen gibt und ihn in seiner Tätigkeit beflügelt. Что мы могли противоставить в этой русско-чеченской войне? Was hatten wir, mit dem wir uns gegen in dem russisch-tschetschenischen Krieg dem Feind gegenüberstellen konnten? Только в первые дни военной агрессии на территорию Чечни вошло 250 тысяч войск. Nur am ersten Tag bereits im Kampf auf dem Territorium der Tschetschenischen Republik wurden 250.000 Soldaten hineingeschickt. 5600 единиц только бронетехники. 5600 Einheiten von Panzerfahrzeugen oder gepanzerten Fahrzeugen. И это на территории, где только около миллиона с лишним населения всего лишь. Und das auf einem Territorium, wo knappe 1 Million Menschen leben, У которого нет своей армии, die keine eigene Armee hat, своих вооруженных сил, seine Streitkräfte, вооружения и военной техники. keine Waffen und Waffentechnik. И вот этой сатанинской силе мы должны были противопоставить только дух. Und gegen diese satanische Kraft, das Einzige, was wir ihnen entgegenstellen konnten, war unser Glaube. Слово дух от духовности рождается. Dieses Wort Glaube kommt aus dem Wissen heraus, dass man glauben muss. Есть духовность, значит есть дух. Wenn man den Glauben hat, dann hat man auch den Willen, an den Allmächtigen zu glauben. Нет духовности, значит нет духа. Wenn man keinen Glauben hat, dann hat man auch keine Möglichkeit, an den Allmächtigen glauben zu wollen. И человек отличается от скотины только тем, что духовный или не бездуховный. Und der Mensch unterscheidet sich vom Tier nur dadurch, hat er einen Glauben oder hat er keinen. Нет духовности, человек более опасный, чем любая скотина, любое животное. Wenn er keinen Glauben hat, dann ist solch ein Mensch gefährlicher als jedes Tier. И вот в этой битве, в этой борьбе, джихад наше было самое главное оружие. Und deshalb war für uns in diesem Kampf gegen diese Kräfte, war unsere einzige wichtigste Waffe der Dschihad im Kampf gegen den Ungläubigen. Ни один участник этой войны с чеченской стороны не был вызван по повестке или по тревоге или по требованию президента или правительства. Kein einziger Kämpfer, tschetschenische Kämpfer, wurde herbeizitiert, herbeigerufen durch die Regierung oder durch den Befehl des Präsidenten oder des Staates, um an diesem Krieg teilzunehmen. Это исключительно добровольное Das ist eine ausschließlich freiwillige Sache gewesen. и право человека распоряжаться своей судьбой только по велению Всевышнего. Und das Recht des Menschen auf die eigene Entscheidung, sich dem Weg, den der Allmächtige ihm vorgeschrieben hat, zu betreten. Участник джихада добровольно отказывается от земных благ и земных красот. Der Kämpfer des Dschihad verzichtet freiwillig auf die Errungenschaften und weltliche Genüsse der Welt. Он отдает себя во власть Всевышнего, Er übergibt sich dem Willen des Allmächtigen и Всевышний его щадит. und der Allmächtige beschützt ihn. В джихаде здесь погибло единиц. Im Dschihad sind hier nur Einzelne gefallen. И соотношение активно воюющих против российских войск и погибших с российской и с чеченской стороны, соотношение можно отнести смело, без всяких преувеличений, 1 к 100 и более. Und man kann sagen, dass diejenigen, die gekämpft haben, im Verhältnis zu diesen vereinten Streitkräften, dass die Getöteten im Verhältnis standen 1 zu 100, 1
свои потери русизм восполняет за счет народоубийства совершенно безвинных детей, женщин, стариков и случайных. Und der Russismus stellt sich auf die Grundlagen, dass er zu einem Sieg kommen will, indem er friedfertige Bürger, Männer, Frauen, Kinder umbringt. Участники джихада не озлоблены, Die Teilnehmer des Dschihad sind nicht erzürnt, милосердны, barmherzig, и попавшие в руки любого российского солдата не только не убивают и не издеваются над ним, und Soldaten, die in seine Hände fallen, russische Soldaten, werden von ihm nicht missbraucht а просто отпускают. und er lässt ihn einfach gehen. И этот добродетель воздействует сильнее, чем любое физическое насилие над пленником. Und dieses Wohlwissen, dieses Verhalten, dieses barmherzige Verhalten beeindruckt den Feind mehr als jede mögliche Einfluss von Gewalt und Kraft und Vernichtung. Многие принимают ислам, Viele nehmen den Islam an, многие желают даже принять участие против своих же соотечественников. und viele äußern den Willen, um am Kampf gegen ihre eigenen Kameraden, die missbraucht sind, teilzunehmen. Но джихад щадит их, чтобы они против своих единоверцев и своих кровных братьев не выступали войной. Aber Dschihad verbietet ihm, dass sie gegen seine eigenen Blutsbrüder und gegen seine eigenen Gleichgläubigen am Kampf teilnimmt. И это еще сильнее действует. Und das wirkt noch stärker auf diese Leute. И в джихаде Всевышний принимает не каждого к себе. Und im Dschihad nimmt der Allmächtige nicht alle zu sich. Джихад не требует обязательно смерти. Der Dschihad verlangt kein Tod. Джихад требует только исключительно веры и готовности пожертвовать. Dschihad verlangt nur den unbedingten Glauben und das sich zur Verfügung stellen. И в джихаде перед Всевышним предстает только тот, Und im Dschihad wird vor dem Allmächtigen nur derjenige erscheinen, только тот, кто чистотой души своей, derjenige, der in der Seele rein ist, намерениями подготовлен прийти к Всевышнему, готовый в рай. und derjenige, der dazu berufen ist, vor dem Allmächtigen zu treten, um in das Paradies eintreten zu können. И каждый этот случай – это легендарная смерть. Und jeder dieser Fälle ist eine legendenhafte Tat des Todes. Он не требует никаких наград земных, Er braucht keine Auszeichnungen auf dieser Erde. и все, кто в джихаде погиб, он даже не оставил своего имени на земле. Und jeder, der im Dschihad gefallen ist, hat nicht einmal seinen Namen auf der Erde zurückgelassen. В один только день, 26 ноября, Nur ein einziges Mal ist passiert, und zwar am 26. November, на глазах у всего журналистского мира, vor den Augen der gesamten Journalisten aus der ganzen Welt, зафиксировано документально, ist dokumentarisch festgestellt worden, 12 человек, смертников, 12 Märtyrer, принявших джихад, die sich auf den Pfad des Dschihads begeben haben, и с гранатой в руке, бросившиеся под танки. die mit den Granaten in der Hand sich unter die Panzer geworfen haben. До сих пор мы не можем установить имена этих людей. Bis zum heutigen Tag können wir die Namen dieser Kämpfer nicht feststellen. Они не требуют оставить на земле своих имен или каких-то благ. Sie wollten keine Namen hinterlassen oder irgendwelche Auszeichnungen für sich entgegennehmen. Очень легко определить, кто во имя Всевышнего, а кто
кто во имя земных благ воюет в джихаде. Es ist sehr einfach festzustellen, wer im Dschihad im Namen des Allmächtigen kämpft oder um irgendwelche irdischen Güter bereit ist, den Tod auf sich zu nehmen. Я не был щедр на награды и на офицерские повышения. Sie sind nicht darauf aus, irgendwelche Auszeichnungen oder Erhebungen in den Rang eines Offiziers zu erhalten. Даже российские генералы на переговорах удивились, как у нас мало генералов. Sogar die russischen Generäle waren sehr erstaunt, wie wenig Generale wir haben. Кто действительно воюет, принял джихад, они не требуют золотых звезд на земле. Diejenigen, die am Dschihad teilnehmen, verlangen nach keinen goldenen Sternen in diesem Kampf. Они не чужды. Das ist ihnen fremd. Относятся к ним как к побрякушкам. Sie betrachten diese Sternchen als reine Spielzeugsachen. Но чтобы выявить действительное состояние духа и состояние воюющих, я в последнее время приказом присвоил воинские звания. Чтобы выявить действительное состояние духа, в последнее время я приказом присвоил воинские звания ряду офицеров и генералов. Um die Kampfmoral etwas anzuheben, habe ich in der letzten Zeit Offiziersränke und neue Ränke geschaffen. И для меня очень хорошо высветилась картина, кто за что и как воюет. Und dadurch ist von mir ein klares Bild entstanden, wer für was kämpft. Хороший показатель. Das ist ein guter Zeiger für mich. Так можно проверить многие факторы. Und so kann man viele Eigenschaften überprüfen. Кто обманывается этими побрякушками, Wer sich von diesen Blechsternchen beeindrucken lässt кто действительно принял джихад всей душой. und wer mit seiner ganzen Seele den Dschihad angenommen hat. Это для примера. Das ist nur als Beispiel. Was denkt er oder was will er sagen über Khilafat, über Halif? Как вы думаете о халифате и что вы могли к этому сказать? Халифат стал халифатом тогда, когда он был духовный и принял ислам. Das Halifat wurde zum Halifat, als er vergeistigt wurde und dadurch zum Bestandteil des Islams wurde. С потерей духовности и халифат стал терять свои силы. Mit dem Verlust der Geistigkeit hat das Halifat sein Bestehen verwirkt und verloren. Каждой эпохе принадлежит свои особенности. Jede Epoche hat ihre Eigenarten. Я не думаю, чтобы действительно верующие исламские народы Ich glaube nicht, dass wirklich Gläubige der islamischen Welt не сделали соответствующих уроков в соответствии с Кораном. keine außergewöhnlichen Schritte unternommen haben, die nicht mit dem Koran übereinstimmen. Многие, когда говорят о халифате, воспринимают это как возвращение империи. Viele, die über das Halifat sprechen, sehen darin eine Rückkehr zu einem Imperium. Не думаю, чтобы возвращение к халифату влечет за собой повторение империи. Ohne darüber nachzudenken, dass diese Rückkehr praktisch die unangenehmen Seiten auch eines Imperiums in sich trägt. Это, скорее всего, объединение народов на основе ислама. Das ist mehr eine Vereinigung der Völker auf der Grundlage des Islams. Не для физического насилия и объединения, а для духовно-нравственного созидательного объединения народов. Nicht einer physischen, zwanghaften Vereinigung, sondern auf einer freiwilligen
geistigen, gläubigen Ebene. Вот с этой точки зрения любое объединение, в том числе и халифата, и Анатолии, Und jegliche Vereinigung des Halifats und auch auf dem Territorium des Anatoliens, это прогрессивно, das ist fortschrittlich, это важно, das ist wichtig и это необходимо. und das ist unausbleiblich. Не во имя укрепления одних для того, чтобы совершать насилие над другими. Nicht um Verwirklichung, damit die einen eine Macht über andere ausüben, А во имя объединения здравых сил, здравого смысла и увеличения этого потенциала на огромных геополитических пространствах. sondern im Namen des Zusammenkommens, Zusammenkunft und praktisch mit der Auswirkung auf geopolitische Ausrichtungen in dieser Welt. При таком объединении меньше будет места для насильников, durch diese Vereinigung bleibt wenig Raum für Menschen mit Zwängen, безбожников Ungläubigen и накопителей сатанинской силы, und diejenigen, die die satanische Kräfte in sich ansammeln, которая обязательно оборачивается бедой, трагедией, славой. das unbedingt dadurch sich auswirkt auf die Zerstörung des Islams. Вот с этой точки зрения очень важно, чтобы Анатолия и халифат стали реальностью в своих замыслах в новом качестве объединения. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass das Halifat auf dem Gebiet Anatoliens wieder aufersteht, um diese Ziele zu verwirklichen. Некоторые политики и руководители могут принять такое заявление и намерение, как посягательство на их внутренние дела и прочее. Verschiedene Oberhäupter, Regierungen können diese Vereinigung betrachten als eine Einflussnahme auf ihre innere Angelegenheiten des Staates. Для этого надо только обратиться к Корану, Man braucht sich nur an den Koran zu wenden, как этот страх или подозрение могут моментально исчезнуть. um diese Furcht und diese Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Для действительно духовных людей любого ранга, в том числе руководителей, такой проблемы не станет. Für wahrlich, wirklich Gläubige und für Leute mit hohen Rängen in der Staat, mit Wissen, stellen sich diese Probleme nicht. А как воспримут бездуховные, для меня совершенно не имеет особого значения. Und was die Ungläubigen betrifft, ihre Meinung ist für mich vollkommen gleichgültig, hat keine Bedeutung. Oder man redet heute über diese neue Weltordnung. Was will er dazu sagen? Теперь говорят о новом праве, Что-то порядок, новый мировой порядок, который должен быть восстановиться. установить новый мировой порядок. Да. Ну, новый мировой порядок они понимают так. У кого сила, тот устанавливает свои законы. Die neue Weltordnung ist so, im Westen, derjenige, der die Macht hat, hat auch immer Recht. Свои правила. Ihre eigenen Gesetze. Я думаю, что они только так понимают новый мировой порядок. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie so verstehen und interpretieren. Передел власти, передел геополитической политики. Eine Umstrukturierung der Macht, eine Umstrukturierung der geopolitischen Lage. В каком-то смысле, конечно, и это оправдано. Und in einem gewissen Sinn wird es wahrscheinlich von ihnen auch gerechtfertigt. Но такие порядки будут устанавливаться до тех пор, пока человечество не обратится в духовность. Und diese Ordnungen werden so lange bestehen, solange sich der Mensch nicht an seinen Glauben sich erinnert fühlt. И
и не будут руководствоваться принципами природными и Всевышнего. Und die nicht gerechtfertigt werden durch die Natur und durch den Willen des Allmächtigen. Новый мировой порядок – это из области новой политики. Die neue Weltordnung kommt aus dem Gebiet der Weltpolitik В связи с разрушением одного из самых страшных по своей сути геополитических монстров СССР. mit der Zerstörung des einzigartigen, bösen, schrecklichen Ungeheuers, das heißt die Sowjetunion. И признаки этого нового мирового порядка уже сегодня прослеживаются. Und die Anzeichen dieser neuen Weltordnung treten heutzutage bereits auf. Если русизм опирался исключительно на идеологии подавления исламских народов, Wenn sich der Russismus darauf stützte, mit der Zerstörung der islamischen Welt, то теперь уже очевидным становится фактор защиты прав человека, независимо от его численности и вероисповедания. so hat sich jetzt herauskristallisiert, dass die neue Vorstellung auf den Schutz des Menschen und auf den Schutz der Menschenrechte bestehen muss. Последний факт нанесения авиационных ударов по сербским позициям, а по сути дела по российским войскам. Das letzte Argument oder das letzte Faktum war die militärischen Schläge auf die Serben. Русисты сразу заговорили о том, что христиане бьют христиан. Haben sich die Russisten darauf berufen, dass Christen die Christen umbringen. В ответ на это и в частности лидеры Соединенных Штатов Америки заявили, что бьем неправого. Die NATO und die Vereinigten Staaten haben mitgeteilt, dass sie den Schlag gegen den Ungerechten führen. И где надо различить право-неправо, а не признак вероисповедания. Und man muss unterscheiden, ob es hier um Recht oder Unrecht geht und nicht um den Glauben, eine Glaubensauseinandersetzung. Вот в таком смысле мировой порядок, он будет способствовать духовному, нравственному и природному общению народа. Und auf dieser Grundlage kann die neue Weltordnung sich dem natürlichen, menschlichen und gläubigen Weltverständnis gesellen, zusammenstellen. Но приоритеты права сильного в мире, они уже рушатся. Aber die Prioritäten, dass der Mächtigste auch die Gewalt über alles hat, werden zerstört. Генеральное сражение и битва, где приоритеты права сильного потерпели сокрушительное поражение, произошла здесь. Und diese Auseinandersetzung, dass der Stärkere nicht die Gewalt hatte über alles, haben diese Kämpfe hier in Tschetschenien der Welt vor Augen geführt, gezeigt und stattgefunden. В отличие от русизма, западные державы не повторяют ни своих, ни тем более чужих ошибок. Im Gegensatz tun die westlichen Länder nicht ihre eigenen Fehler oder Fehler anderer wiederholen. А русизм не только повторяет собственные, а буквально и чужие подбирает и идет по неправильному пути, по Und der ошибке. Russismus wiederholt nicht nur seine eigenen Fehler, sondern nimmt auch die Fehler der anderen an sich, um einen falschen Weg zu begehen. Агрессия в Чечне Die Aggression in Tschetschenien, Россия подняла 150-200-летней давности архивные материалы ведения войны. что было? 150-200 лет назад, которая прошла война между Чечней и Россией, Hat Russland diese Dokumente auf 152 Jahren jährigen Geschichte im Krieg gegen Kaukasus hervorgeholt.
точно повторила те же маршруты, und hat genau die gleichen Wege oder Marschwege aufgenommen, ту же тактику уничтожения и стирания с лица земли целых населенных пунктов, die gleiche Vernichtung und Zerstörung von Dörfern und Städtchen, ту же жестокость, die gleiche Grausamkeit, ту же беспощадность, diese Unbarmherzigkeit. и ничего нового в российских арсеналах даже через 200 лет не появится. Und irgendwas Neues ist in den Archiven, Arsenalen der russischen Armee nicht erschienen. Русизм повторил ошибки и Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме, Der Russismus hat die Fehler der Vereinigten Staaten in Vietnam wiederholt, тут же открыл такую же военную агрессию против Афганистана. hat die gleichen Aggressionen gegen Afghanistan übernommen И вела там войну столько же, сколько и Штаты в Вьетнаме. und hat genauso lange Krieg geführt wie die Vereinigten Staaten in Vietnam. И так идут повторения везде и всюду. Und so werden verschiedene Sachen wiederholt tagtäglich. А в связи с разрушением этой Российской империи Aber mit der Zerstörung des russischen Imperiums решила вообще все залить весь мир кровью. hat sie so versucht, die ganze Welt mit Blut zu übergießen. Кровь и разрушение. Blut und Zerstörung. Вот следы русизма. Das sind die Spuren des Russismus. Почему такая жестокость именно от русизма? Weshalb diese Grausamkeiten genau gerade von Russismus От полной бездуховности. aus vollkommen Ungläubigkeit. Единственный многочисленный народ на земле, который не имеет никакой веры, это сегодня русские. Die einzigen, die auf dieser vielbevölkerten Erde ohne Glauben leben, das sind die Russen. Оттуда и истекает жестокость. Und das ist auch die Grundlage für die Grausamkeit. Eine Frage, weil wir aus Anatolien kommen, möchte ich